Heute überlegt das amerikanische Höchstgericht den Rechtsfall eines Patents auf einem Paar von Gene von 2000 in dem Genom insgesamt, die angeblich viel mit dem Geburtsbrust- und Eierstockskrebs zu tun haben. Das Patent in Frage ist der Firma Myriad Genetics, die nach ungefähr 2 Jahren endlich diese Gene herausfinden konnte. Sie wollen ein Patent für 20 Jahre auf ihre Entdeckung erhalten, um Kontrolle über die Verwendung dieser Gene in Untersuchungen und medizinischen Umsetzungen zu behalten. Die Anfechtung in dem Gericht ist über, ob etwas in der Natur patentiert werden kann. Viele Ärzte, Forscher und Krebspatienten sagen, dass Myriad Genetics kein Recht hat, einen Teil des menschlichen Genoms beanzuspruchen. Die Firma und ihre Rechtsanwälte argumentieren, dass Patente den notwendigen Anreiz für wissenschaftliche Untersuchungen geben. Ohne Patente, sagen sie, Menschen und Firmen haben keinen Grund, die Wissenschaft voranzubringen. Seit den letzten 150 Jahren hat die USA temporären finanziellen Anreize für die Förderung der Wissenschaft oder mindestens der Naturwissenschaft und Technologie ausgegeben. Das legale Problem in Myriad Genetics Argumente ist jedoch, dass trotz ihrer großen Kapitalanlage sie einen Teil der Natur nicht patentieren können. Als Dr. Jonas Salk, der Erfinder der Polio-Vakzine, gefragt wurde, ob er ein Patent auf der Vakzine hatte, antwortete er: Es gibt kein Patent. Könnte man die Sonne patentieren? Eindeutig ist aber das Genpaar für Myriad Genetics nicht wie die Sonne. Die Rechtsanwälte begründen seine Anforderung für das Patent aufgrund der langen, harten Sichtung. Weil im Unterschied zu der Sonne die Gene nicht einfach da öffentlich sind, kann die Firma ein Patent erhalten. Außerdem ist Myriad Genetics die erste, die diese Gene gefunden hat. Die ACLU ist nicht so gefährlich. Christopher Hansen, Rechtsanwalt der ACLU, hat gesagt: Das Einzige, was Myriad tut, ist ein Teil der Körper aus der Körper nehmen. Es ist nicht anders als die Entfernung der Niere. Nur weil man der Erste ist, die eine Niere entfernt, gibt man nicht die Recht der Patentierung auf Nieren. Fairness halber müssen wir sagen, dass Myriad Genetics den Anspruch auf die Verhinderung weiterer Forschung nicht erheben hat. Noch ärgern sich viele, dass die Firma dieses Recht behalten wollen hat. Und so sollen wir alles uns ärgern. Es ist unsere Zeitkrankheit, dass wir nichts machen wollen, außer wenn Geld uns vorgegaukelt wird. Wir sollen durch die Aktionen von Myriad Genetics nicht überrascht werden. Zwar ist es gut, dass viele widerstehen, aber müssen wir sehen, dass unser System so strukturiert wird, dass nur das Profitmotiv Sinn macht. Sogar wenn die Leben so viele Personen in Frage sind, können wir nicht, sondern an Geld denken, an wie wir unseren Unternehmen zunehmen können. Wir haben schließlich und endlich die Menschheit auf dem Altar des Kapitals aufgebaut.